Mittag. Guten Mittag. Herzlich willkommen. Merci für die Invitation. Ich bin Marc Angel, LSAP Europadeputéierten. An dem Europaparlament bin ich aktiv an der Kommission für Emploi und Sozialaffären, an der Kommission für den Binnenmarkt und Konsumentenschutz, der Petitionskommission und der Ökonomiekommission. Und wir sind heute invitiert beim Guy Masselter, Patron von der Schreinerei MoMA zu Gießen. Und wir sehen Schreinerei, wir schwätzen von Emploi, wir schwätzen von Binnenmarkt, da geht es Zusammenhang. Über den Zusammenhang bei dir schmatten den erhalten. Guy, für uns zu fangen, erklär es doch mal und erklär den Marc. Was möchte die Schreinerei? Was ist deine Geschichte und deine Geschichte und Motivation? Schon bis 2013 war ich an der Education in NRW, wo ich als Schulmeister und als Schulinspektor geschafft habe. Zum Schluss als Schulinspektor habe ich ganz viel auf Schulprojekte geschafft, für neue Sachen zu machen, wo ich auch die Schule und meine Relais wollte mich nur zusammenbringen. Das war aber damals nicht möglich, für eine Bodenkommission oder so zu machen für beim Bauen. Und dann hat ich Schluss die Idee entwickelt, für eine Schreinerei zu machen, weil mein Buchschreiner war. Ja, und da sind bei Dernat gekommen 2013 und schon mit der Schreinerei gestartet. Und wir sind in der Zwischenzeit auch ganz viel am Maison Relais, in der Kirche, in der Schule in NRW. Den anderen wollen wir machen als Privatklienten, wo man eben eine Spezialität ist, dass wir eben genau herausfinden, was der Klient braucht, was Sinn für ihn möchte und das dann für ihn zusammen ausschaffen. Wow, das ist ja wirklich ein interessanter Parcours. Ich bin ganz impressioniert, wie ich reinkomme, sind ich durch den Showroom gekommen und da habe ich schon wirklich gesehen, hier sind Möbeln produziert gehen für Schulen und für Kirchen, aber auch Design bei Privatleuten. Das ist wirklich schön an Holz ist natürlich ein super Material, ein edles Material, und das natürlichste Material. Und was mich aber bei dir wirklich impressioniert, ist die Parcours-Changements am Leben. Erstens die Courage zu haben, etwas aufzubauen, eine Entreprise aufzubauen, einen Betrieb aufzubauen, und das ist ja ein immensen Invest. Das ist die Courage, und ich meine, das ist etwas, was wichtig ist. Und zweitens, einen sicheren Arbeitsplatz abzugehen, für dich eben da an eine neue Aventur zu lancieren. Aber was ich auch ganz gut fand, ist, am Leben soll du neue Sachen umgehen, die Changements, du hast natürlich da müssen lernen, ob schon du dann Blut hast, wenn du siehst, der Großpapa war Schreiner, aber trotzdem ist das ja eine Berufsausbildung, du hast den Beruf müssen lernen, und auch da, das ist etwas, wo wir am Europaparlament, und besonders an der Kommission, wie ich aktiv sind, über Emploi, wo wir viel über Skilling, Upskilling, Ausbildung schwätzen, und für das die Leute fit sind. Geld wechselt, Wirtschaft wechselt, der New Green Deal kreiert neue Arbeitsplätze, und da muss ich permanent gucken, dass man Bürgerinnen und Bürger mitholen, auch Digitalisierung. Ich habe gesehen, dass viele Maschinen an den Schulen, die enger oder die anderen, also auch Computer gesteuert. Und alles das meine ich als interessant. Und ich freue mich, mit dir über die Challenges und die Herausforderungen von seinem Betrieb zu diskutieren. Challenge und Herausforderung von seinem Betrieb. Die nächsten Challenge ist ja mal für sein Entourage zu überzeugen, für den Wechsel zu machen. Dann eine Schreinerei, zum Beispiel eine Produktionsschreinerei, die immer mehr Seelen als wo wirklich noch produziert wird. Das macht das teuerste, was den als Handwerksbetrieb kann aufbauen. Also ich weiß mal nicht von einer Million. Und dann nur den Maschinenpark, wir sind so equipiert, dass wir wirklich alles können herstellen. Wir sind noch zu 17 Leuten, wo wir extrem viel qualifizierte Leute tun. Wir 5 Meister, die hier arbeiten. Plus noch Holztechniker. Das heißt, auch da sind wir extrem gut aufgestellt. Was natürlich auch peinmäßig muss selbst geschehen. Das wird aber nicht gut funktionieren, wenn wir von Formation oder so schwätzen. Wir haben keine gute Ausbildung als Lützburg. Wir schicken nicht die richtigen Kanner an das Handwerk, wir schicken nicht genug gute Kanner an das Handwerk, die wirklich Lust haben um Mathematik und diese Sachen. Das ist aber noch ganz viel, dass wir die Kanner, die wir an das Handwerk schicken, die sind nicht gut genug für den Lycée. Das ist, wenn wir eine Maschine, die vielleicht auch gesehen haben, wir haben 5 CNC laufen, die kostet 120.000 € an der Promotion. Da kann ich keinen draufsetzen, die schulische Schwierigkeiten hat. Das sind alles Sachen, das liegt alles am 3D auf. Wir programmieren just noch am 3D. Wir brauchen auch gut Leute.
Handwerk. Wir brauchen richtig gut Leute am Handwerk. Und das mein Fehler ist dann eben, dass die zwei Welten kann man nie bringen, auch du vermitteln bei den Gemengen oder bei Privatklienten. Aber dat am Handwerk, dat den du Leiit kind dënner kreen, die net viel Qualifikationun hunn, dat das alles river. Dat geht können mé. Die Leiit, die hei schaffen, all die Maschinen, die hei sind, die sind heich komplex. Dat sind Informationune vun de PuD schüss fir eng Maschinen können zu benutzen. Also du fehlte da so Leiit. Ich kann das ganz gut nur vollziehen. Schön, dass ich schon heieren, schon noch nach viele Kolleginnen und Kollegen, die Patron sind, und ich heieren das ganz oft. Effektiv die Edukationspolitik als eine reine Nationalpolitik, die heute als keine europäische Politik mehr, aber kann Europa eine Rolle spielen, weil wir an Europa darauf schaffen. Es gibt eine europäische Agence, die heißt CDFOP, das ist das Centre für das Développement von der Formation professionelle. Und da ist die Kommission noch ganz stark engagiert. Und die Kommission verkäft ganz gerne den deutschen Modell an den österreichischen Modell, weil man ein gutes Modell ist von Ausbildung, von Lehrern an. Und ich meine, das ist wichtig. Ich persönlich bedauere noch ein bisschen, dass an der Mentalität halt zu Lützeburg gemengt ein Meister wäre Männer wie in den Master. Ich so immer ein Meister, was für mich auch dann nämlich wie ein Master, dass du den Ausbildung angefangen, eine komplizierte Ausbildung, und dann holt den ein Diplom, und dann kann er an der Arbeitswelt aktiv gehen und soll den Meister genau nämlich behandeln wie in den Master hört, fand ich, weil beides braucht Qualifikationen, halt so andere Qualifikationen auch mehr handwerklicher, muss ich über den Don haben. Ich fand eine Schreinerei, es ist ganz Fotos mehr, ich schon 2 linke Hände leider, ich meine, ich wäre kein gut, denn ich gebe mich nicht ausbilden los. Ich kann das gerne Praktikum. Das ist wirklich ein Problem, und dafür, vielleicht kann noch die Jugendgarantie die Europa gibt mir Jugendarbeitslosigkeit, da mir Junker, die aus der Schulen rausgehen ohne Ausbildung, und da sie europäisch suchen, da wir können der Junker abzufangen, an hinnen wirklich eine neue Ausbildung zu gehen. Das ist nicht einfach, vielleicht muss man da noch mehr draus schaffen. Und da fand ich, was vielleicht auch interessant ist, wo man vielleicht der Junker können incitieren, wenn wir Junker, die an der Ausbildung sind, eine Lehre machen, an das Ausland schicken. Den Erasmus Plus. Erasmus ist ja ein Programm, ein europäisches Programm, den hauptsächlich für Unis Austausch war. Und du als zu Recht gesagt gehen, dass aber nicht gerecht, dass nicht mehr Akademiker als Studenten können an so Austausche machen, soll alle jungen Europäer so Auslandserfahrungen machen. Und ich fand den Erasmus Plus Programm eine gute Sache. Ich weiß noch nicht, inwiefern letzte bei Handwerk du viel Reklam dafür möchtest oder an den Schulen. Aber das wäre etwas, du kennst ja dann den Milieu scolaire, das wäre ein Message, den ich vielleicht mal auf den Weg gehen, komm, wir gucken, dass wir auch do einen Austausch kreieren. Vielleicht hast du auch ein Lehrerberuf oder ein Lehrermädchen, das nämlich nach Hannover dich freuen, an der Ausbildung Kind zu kreieren. Also mit den Lehrermädchen mit der 2. Das ist gut. Das ist nämlich ein noch dauernd Lehrerjungen. Ja. Wir haben ein typisch Lützeburgisches Problem. Das heißt, dass nicht nur bei uns, wir haben viele Plätze. Wir bilden 2 Leute aus. Da gehen sie an Gemengen. Gemengen, da gehen sie bei den Staaten, verdienen sie da viel mehr, sie sind wesentlich mehr Avantage sozial. Und das ist ein richtiges Problem. Dann haben wir auf der anderen Seite auch Reconnaissance soziale. Ich habe noch an Deutschland Stage gemacht. Wenn ich an Deutschland gesellt bin, da sind ich kein. Dann habe ich einen ungesehenen Beruf. Dann ist halt zu Lützeburg so ein. Am Anfang ist ja manchmal ganz flott, von der Reunionen kämen Schmatt kriegt, was mein Parcours für drauf haben. Den Blick, den dann teilweise du könnt, oder die Art weiß, wie da man der Leute geschwärzt wird, da ist nicht okay. Also mir wirklich, zu Lützeburg, ich schon selber auch, müssen aus der Bild von der Education mal rauskommen, wir keine Valorisation vom Handwerk halten. Wir bilden die Leute, die ausbilden, von der Primärschule bis von der Grundschule bis an der Lycée raus, die wenigstens von denen sie nach einem Betrieb oder nach einer Ahnung, wer an einem Betrieb aufgeht. Kann auch von Haut, die Generation von Haut kriegt nicht matt,
wer an engem Herstellungsprozess aufläuft. Die meisten von ihnen, ihren Eltern, gehen über Büro schaffen oder sind noch an der Education oder ob der Schule oder Maison Relais. Das heißt, das, wo Workshops geschafft wird, wo produziert wird, da kriegt Chemie irgendwo etwas mit. Und das ist ein reales Problem. Das, wo ich vielleicht auch mit den Boys Day und den Girls Day all die Sachen, mir in der, das ist eine Show von einem Tag. Das wird sehr vielleicht mehr interessant, wenn wir für wirklich schon ein paar Wochen wirklich mal auch dann ist mal zu kriegen, wie geht das produziert, wie geht das hergestellt. Das sind Sachen, das ist faszinant. Ich selber gehe ganz gerne auch andere Betriebe nachgucken. Einfach mit einer Maschine, mit Logiken halt zu Lützburg auch auflaufen, das ist faszinant. Das ist 100-mal mehr faszinant, wie 8 Stunden für in einem 17 Zoll Bildschirm sitzen und Excel-Tabellen zusammenklacken. Ja, vielleicht das ist mehr befriedigend. Ne? Der andere, der muss auch dabei sein, und Handwerker ist halt auch nicht mehr so knatschig oder so gefährlich wie früher. Wir haben höchst technologisch Entstaubanlagen, wir haben überall Schutzen auf den Maschinen. Also das ist nämlich so, auch nicht am Handwerk, dass all dritte Schreiner jetzt noch 2 Fanger hat. Sicher nicht. Ne? Da wird immens viel Wert darauf gelegt, dass ich gesund auch bleiben, die 40 Jahre im Beruf. Aber das kein Mensch mit dem Handwerk kennt. Ja, und auch als Ausbildung von der Gesellenheit zu Lützeburg. Das ist schon größtenteils Deutsch schaffen. Alles von mir Lehrerberufen haben, die dann irgendwann so nicht Geselle stecken machen. Dann nicht mit Deutsch Geselle bei mir am Büro stehen, die sagen zu mir, Patron, das ist aber nicht der Nächste. Das kann ja aber nicht sein, dass hier so ein Steck kann als Geselle stecken machen. Was lebt von Deutschland besser? Das ist ein anderes Niveau. Das ist wirklich ein anderes Niveau. Das Level, das wie wenn FC Bayern freigehend 4. Liga spielen. Wo dann nach einem Mental schon im Terrain wäre. Ja. Das ist wirklich ein anderes Level an der Ausbildung. Wir haben verschiedene Schulen halt zu Lützeburg. Da könnt dann noch die von den Profen oder so, die kommen nochmal am Betrieb gucken, geht auch aufgeschwert werden. Ich komme selber als Education. Ich kann die Bau nicht ausfüllen. Ich fühle mich nicht kapabel für den Bau auszufüllen. Und da liegt aber irgendwo etwas schief. Wenn ich mal Back plus 5 mal kein Bau kann ausfüllen von einem Lehrberuf. Da sind Inkohärenzen dran. Aber wenn man von so Sachen schwätzen, gibt es ja Simplifikation administrativ, das ist ja so ein Running Gag. Ich kriege ein Courrier von verschiedenen Verwaltungen vom Staat. Ich weiß nicht, wer zu heischen. Ja, das ist schon, dass ich für 3 so Französisch brauche. Ich kriege Courrier, ich schicke nicht und Fiduciaire, für zu fragen, was Herstellung muss mir so bezahlen, kriege mir so oder ist es eine Info. So geht Fiduciaire leider nicht. Dann nochmal Programme für Leute mit Handicap anzustellen oder so. Da kriegst du Fiduciaire Formular nicht richtig ausgefüllt. Also ich kann alles gut nachvollziehen. Ja, das ist alles rein national. Vielleicht kann ich das aber mehr groß abzählen, vor so dass Institutionen oder Leute, die an Institutionen sitzen, wenn ich beim Staat schafft, also das ja auch eine Institution, das ist ja auch das, was die gemerkt haben, kein Feeling mehr haben für das, was für die Lebenswirklichkeit vom Handwerk. Das heißt, ich meine, das ist ein Konstant, die gilt für Lützeburg, aber ich meine, das kann ich noch auf anderen Ländern deklinieren. Das ist nicht nur ein rein lützeburgisches Problem. Und da wäre ja vielleicht eine europäische Lösung die beste, weil dann hätte die ganzen europäischen Länder aufgedeckt für, ich weiß nicht, vielleicht gibt es ja eine Art Erasmus für Jugendliche, für an so Betriebe zu gehen. Also. Kann ich eine europäische Antwort auf diese Punkte finden? Auf die Punkte ist es schwer, eine europäische Antwort zu finden, weil Education eine Ländersache ist von den Memberstaaten. An großen Ländern wie Deutschland oder Föderalstaaten ist es sogar eng von den Bundesländern, also immer sogar unterschiedlich. Aber das heißt aber nicht, dass ich die Problematik muss total ignorieren. Ich habe gesagt, die europäische Agence für den Development, die Länder beraten kann, wo die Länder die Etüde möchten, wo die Länder sich können daran inspirieren. Ich meine, es wäre vielleicht nicht schlecht, wenn dann die Handwerkerföderation für Lützeburg ging, mit den Responsablen für Lützeburg die Problematik ausschwätzen. Also das ist nicht die erste, dass ich das höre. Das ist wahr. Und dann, was die Formuläre dann da effektiv muss ich gucken, dass man administrativ auch mir einfach Spruch die Leute verstehen. Oft sind die
Ich will heute auf ein Angebotsrekommen, weil ich gerade gemerkt, das ist ein bisschen untergegangen, weil ich gerade gesagt oder mir festgestellt hat, die Lebenswirklichkeit nicht bekannt ist an den Handwerksbetrieben. Und da ging ich auch in der Stelle, wenn ich das richtig verstehe, dass die Leute, die Formuläre schicken, auch nicht wirklich den Adressat kennen oder wissen, wie du ausgeseit. An 4 hat er gesagt, hey Marc, weißt du, du hast 2 links Hände. Und er sagt, hey, wie ist dabei mit dir 2 Wochen Stage für das aus 2 linken Händen, aber just eine linke Hand und eine rechte Hand geht. Ich greife nicht nachher ab. Das ist ein Angebot, das du abgreifen für dich persönlich. Für mich persönlich ist es vielleicht ein bisschen zu arg schon dafür. Ich verstehe aber, was die gesagt hat, dass du gesagt hast, so ein Tag, Schnupperdach, dass das nicht genug bringt, dass sie effektiv kann versichern Schülerinnen und Schüler Studenten mehr und Handwerksbetriebe zu bringen, dann vielleicht mehr Langstagen zu machen. Und das, wie du gesagt hast, effektiv, das ist ja immens, wenn du Neues aufhängst, du schaffst 8 Stunden und dann hast du ein Produkt, etwas an der Hand, was du gemacht hast, du siehst das Resultat. Dann hast du 8 Stunden Reunionen, die Satisfaktion und nicht immer. Mehr Handwerk als du kriegst ja wirklich die Leute, die ausbilden, auch mal müssten an Betriebe gehen und du ein Kehrmat schaffen. Wir hatten am Vorgespräch hat mein Gerät früher als den Militärdienst gehen, aber zu Sachen, wo ich noch wirklich in einer Realität auch mal ein Kehrmat kriege oder wir in Deutschland hatten sie einen Zivildienst, wo die Leute, die dann in Altersheim auch Matrolle von auch einer Idee hun von dem wat du auflebt die Juren die Haut opwies oder auch an diesem Alter Deelweis die kann just hier Lebenssfeld oder an ihrer Büll von Education oder von den Büroen oder dat wat sos nach alles rundrum lebt deutsche Chemie wo dat nach Matgrot freier wann in Dörfer hue den der Matgrot von dem Metzler geschlöscht hue der Bäcker gebackt huet mir haut wie Chemie wieder das gesagt wie Brot gebackt die politische Idee vom europäische freiwilligen Dienst. Du kann ja zu Zusammenhang schaffen. Das ist ja auch ein Programm, das gesponsert wird, wo Junker, wenn sie hier Schule aufgeschlossen haben, nicht richtig wissen, was sie wollen machen oder nach einfach wollen, eine freiwillige Tour irgendwo sich engagieren. Du wirst vielleicht auch ein Moyen zu gucken, wie die Handwerk da mit abbilden. Es gibt ja eine europäische Handelskammer, die sind ja auch vernetzt, auch an Europa. Ich meine, das wären auch Ideen, wie ich kann länderübergreifend Modelle, die in Länder verkaufen und dann aufschreiben an andere Länder. Muss ich nicht immer neu erfahren. Es gibt verschiedene Bereiche, wo du, an denen du mit Europa in Kontakt kannst, an deinem Daily Business. Du hast gesagt, du hast viel Deutsch mit da. Die Sprache an deinem Betrieb ist auch nicht Lützebäuerisch, richtig? Also wenn ich Lützebäuerisch schwätze, dann verstehe ich verschiedene Reden. Mit Umgangsspruch aus. Umgangsspruch ist normalerweise Deutsch. Es gibt auch andere Bereiche, wo du dir wünschen, dass es eine mehr große europäische Integration gibt. Das dir gegen den Daily Business erleichtern, richtig? Das ist, was wir haben, das ist eben das, was auf vielen Plätzen noch hast, dass den entweder sein Atelier hat, dass den auf Deutsch oder auf Französisch funktioniert, je nachdem, von wo Grenzgänger eben dem man drüber kommen. Das wird nur angeschwert, dass zum Beispiel über die Punkte, wo man mit den Benelux-Akkorden nach auch als Betrieber immer ein Problem haben. Ich kann privat zum Beispiel einen deutschen Phonisseur, zum Beispiel irgendein spezielles Steck kaufen, wenn ich als Betrieb das aufrufen, dann schalte ein Telefon aus der Belge und dann muss ich lieber Belge kaufen. Da gibt mich nur als Betrieb mit dem Rabais kommerzial gibt mich nur noch mehr, wenn ich als Privatmann in Deutschland kaufen mit der TVA. Und du sie wirklich sagen, dass das ehrlich ärgert wesentlich mit daher an B als das Problem, dass dann ist man der Spruch. Leute, Techniker, die ticken auf Deutsch, wenn man dann alles muss in Beschreibung auf Französisch, alles muss man Service klären. Wir haben bei einem von unseren Hauptphonisseuren für Beschleier oder so Sachen hat man etwas bestellt von einem großen deutschen Hersteller. Das montiert war Probleme da sieht den deutschen Hersteller nehmen, der von der Plätze wo ein Techniker schicken für das zu gucken, die muss aus der Belge kommen, da könnt ihr aus der Belge den liest, da war schliefen Ewigkeiten, wenn man nicht bei ihnen an der Belge kaufen.
das ist irrelevant. Ja. Also sie wirklich noch die Benelux-Akkoren, die das wird man Deal Benelux, ne? Also oder ja. bis wo hier kommt mit das Nee, Fest. das ist wirklich ein Problem. Ich gebe da vollkommen recht, das ist ein Problem. Wir nennen das die Restriktion territorial. Das ist ein Problem am Bannemarkt, noch am Konkurrenzrecht. Du geht aber darüber geschafft. 2016 hat den damaligen Lützeburger Wirtschaftsminister Etienne Schneider wirklich Druck gemacht bei der Europäischen Kommission. Der Benelux hat das überholt, weil an eine Tütmache gelos an effektiv als net nimmen die Belsch net mit Lützeburg die Probleme noch Belsche Problem in Holland an du huet Benelux zu summen zu 3 Länder se ja mich stark immensen Druck op der Europäische Kommission gemacht an lo endlich am Januar des Jahr 2020 huet Kommission eng Hearing also eng Audition publik also net Hearing eng Konsultation publik eng Konsultation dat hecht dat es eng europäisch Konsultation da kann all Privatmann all Privatbetrieb mat machen Drobent für all Geschäftsmann all Föderationen Chambre de Commerce hat den Dossier suiviert hunn ich gesinn an ich hoffe dass se logisch schwen do Konklusionen zugehen an dass man dann die Restriktion territoriale können aufschaffen geht dat nämlich an digitale Bannemarkt do in einem Geoblocking du den anderen das ähnlich das sind ähnliche Problem an ich verstehe das ganz gut dass Geschäftsleit sich opregen also wie man an Europa wann net net funktioniert dat do ass nach de Bannemarkt ass ball perfekt mir schaffe nach droen ich halen den Dossier am A sobald ich es wees komme ich op dich zurück an ich werde gucken wann Kommission net Fi gemacht huet dann benutzen ich mein Meier die schon als Europa Deputierten kann eng frohen Kommission stellen und da muss ich eng Antwort kreen ein Dossier de nervt an net Lützeburg als konzerniert mir sie viel konzerniert eben weil man kleinsinn weil man zwischen zu große Mehrheit leiien mit trotzdem dat do als eng europäisch eng Affaire wo Europa noch net perfekt ist, wo man nach drum muss schaffen schmengen ich erwarte mal ganz viel von den Resultaten von der Publikation von der öffentlicher Konsultation. An der Politik geht ja nicht immer alles von Haut ab Mu dann kommen ja, Resultate von der Konsultation aber wie nie kann ihn dann also nur für die Lebenswirklichkeit ja, von Guy wie nie kann hin ohne Probleme sein Material an Deutschland bestellen ich hoffe dass das so sehr viel möglich geht weil das wirklich ein Punkt wo man drin bleiben aber natürlich du weißt wie dann Europa ist muss Parlament den Conseil also Memberstaaten an noch Kommission mussten gens gin méch menggen awer dat wirklich en nervschen Dossier an de ich schon viel ze lang schläft. Du gin ich recht an den noch schon viel Frustrationune bei Kommersanten an Betrieber zu Lützeburg an andere Länder afirberuf huet. Wir schaffen drin. Was hat eng Antwort mat der kannst ja. Das schon so kompliziert vom Umfang bei verschiedene Sachen dat dann dauerentwickelt so den Umwe drüber lebt ja. Da sind noch Produzenten die Deelweis an hier am Verkäfer das Problem von hinnen das net dass sie die hun sich dat so arrangiert dann wir müssen einfach Regeln in Europa kreen die so dass die dat mit der vermachen das net Europa den net verbietet oder Reglement den net verbietet sind Produzenten an dann die Leute die Produzenten also die Vertriebsfirmen die man dat ändert sich du hast Thema die deelen sich dat so op an das an da muss man dagegen 4 go ja, das wirklich Problem also nerv doch also sie Spruch ja, natürlich ja. Du hast Sätze? Die wirklich bekannt das sind die Submissionen zu Missionen europäisch zu Missionen wo groß Dossien ausgeschafft gehen Sache gehen immer mehr komplex an mir leben dadurch op de Chantier dat Leiit vu ganz weit wäsch kommen iwwer 37 aner Firmen durchschaffen an ja du gëtt viel gedrégt an Ruf gedrégt an gemurkst an das schon fische Problem och fir die Leiit mé gesinn haier Ramsoni
wenn man ins Kabinettesturm mat Schlufkabinen wie wie oft dat verschiedene Sachen noch nicht mehr können kontrolliert gehen ja wo am Anfang bisschen ein Konkurrenz gehen loyal ist wo es so wie mir da doch von Klima matt kriegt manchmal immer schwer aus für sie können zu suchen dass wirklich auch lieber regional oder lokal ob hier Fournisseuren zurückgreifen weil die Avantage und preislich die Deelweis Fleisch manchmal do ass, die as nur am Endeffekt awer net do. Well dann awer längsere Supplement kommen oder Sachen awer net an der Qualität gemerk hin an du ass Chemie do, wann ich még Firma 500 km weide wäsche, da kann das Telefon oft trabbelen. Awer Notbestuf de Burgemeester och am Restaurant ofes gesinn, dann hunch besser ze gucken, dat még Sachen an der Reise. Ja. Nee, du hast halt zwei wichtige Sachen geschwart. Erstens die europäischen Submissionen, die oft viel zu viel kompliziert sind und noch bürokratisch. Ich war an der Kommission für den Binnenmarkt, war ich wie in dem EU-Jargon seht Schattenberichterstatter oder Shadow-Rapporteur für eine Opinion über den Navi. Für deine politische Gruppe. Ja, für meine politische Gruppe ein Navi zu einem Bericht über die neue industrielle Strategie. Die Europäische Kommission, als sie rauskommt, mit einer neuen European Industrial Strategy. Da habe ich an dem Bericht auch tragen, habe ich mit den Kollegen von den anderen Fraktionen gepocht drauf, dass wirklich auch ein Kapitel das soll, was zum Missionsrecht, dass das du sollen bürokratische Hürden und dass das muss vereinfacht gehen. Das ist mal die enge Sache. Übrigens habe ich mich an dem Rapport auch angesagt, dass von den über Industriestrategie schwätzt, auch viel über kleine Mittelbetriebe geschwärzt wird, sogar Micro-Enterprises, das ist wichtig, den Term dran zu kriegen als Start-up. Das ist nicht nur, was Leute Industrie denken, so dass sie sich die groß nehmen. Kleine Mittelbetriebe, der Mittelstand, für mich als Mittelstand Wohlstand. Und das ist etwas, was ich immer am Hammergedanken habe, und dafür habe ich versucht, das auch so zu pushen. Und da könnt ihr ein anderes Problem, den du schwätzt, das ist ein anderes Problem vom Binnenmarkt, das ist ein Problem von der Mobilität von den Arbeiterinnen und Arbeitern. Das ist am Anfang eine ganz positive Sache, dass wir können. Du siehst ja selber, du hast viele Deutsche, die hier nach Schaffen kommen, du hast doch kein Problem, die können hier schaffen, brauchen keine Autorisationen, das ist wirklich ein Avantage von Europa. Und natürlich gehen da Bühnen an der ganzen Mobilität. Und dafür haben wir die Direktive Detachement an der letzten Legislatur, als die gestimmt gehen, und noch da sind Probleme nach von Kontrolle. An dofir ass nach ënner der letzter Legislatur desideiert ginn eng europäesch Arbeitsbehörde, die European Labour Authority ze gründen, die as am Gange lo opgebaut ze ginn, an zo och verstärkt während der Krise, wo ganz viele Länder, zum Glück net Lützeburg, mir ganz viele Länder hunn während der Wirtschaftskrise an einfach die Inspektionsadministrationen wirklich do waren leider Pensionen nie angestellt und es gibt nicht genug kontrolliert in Europa. Und du hast wirklich, da haben wir auch schon plädiert an der Kommission Emploi, dass die Kontrolle sollen wirklich mehr seriös gemacht werden und dass die Länder müssen gucken, dass hier Kontrollinstanzen, dass du genug Leute schaffen. Das muss das ein. Und dann hast jetzt nach dem berühmten Reglement 883, das ist ein Reglement über die Sécurité sociale, wie die soll die Summe geschafft gehen, was Sécurité sociale belangt. Und da sind verschiedene Regeln, wie lange der wen detachiert gehen, aus dem Ausland schaffen, wie lange nicht, was sind seine Rechte. Und da muss kontrolliert gehen, wenn ein polnischen Arbeiter hier schaffen kann, muss er genau die nämlich Pai kriegen, wie den Arbeiter. Der darf nicht ein polnisch Pai kriegen. Und das muss alles kontrolliert gehen. Wir hatten ja an der Corona-Krise, das ist ja ganz schlimm gewesen mit den Saisonarbeitern. Wir haben wirklich eine starke Resolution noch am Europaparlament gestimmt, dass du wirklich mehr muss kontrolliert gehen. Der hat ja in Deutschland die ganzen Skandale mit den Schlechthäusern, wo die Arbeiterinnen und Arbeiter aus Rumänien und Polen kommen sind, auch über Tricke mit Firmen an, auch die Tricksereien, also auch als das Europaparlament gesagt hat, das muss aufhören, dass du Firmen so gegründet gehen, den einen stellt den anderen und wir sehen nicht mehr, wer responsabel ist.
Und dann haben wir den Salat, wie der in Deutschland geschieht das an der Schlechthäuser. Das ist vielleicht etwas Gutes für Corona, dass den Aufmerksamkeit, ob den du Problem von den Grenz, von den mobilen Arbeitsstrinnen an Arbeiter, das Problem ist. Firmen, die gegründet gehen, für verschiedene Arbeiter zu machen und du hast Chemie für so aufzuschließen. Bei Milo, beim Chantier kriegen wir die 10% Garantie einbehalten dran. Wir werden am Vierfeld immer da berechnen, dass die egal ist. Und dann den Preis kannst du dir machen und du hast mit Firma nicht gedet nicht mehr. Dann nicht der Klient nicht davon. Wie ist mit der Kontrolle zu Lützeburg? Du machst so, es muss mehr kontrolliert gehen, das ist ein Problem in anderen Ländern. Offiziell ist es nicht, was den so her, dass das relativ wenig ist, wo auch kein kontrolliert geht. Statt du gewusst hast, dass man noch darüber ginge schwätzen, dann hätte ich die Kontrollinstanzen mal jährlich berichten, dann hätte ich mal ein bisschen belesen mehr. Die könnt ihr auch Kontakt bleiben. Der größte Chantier ist schon, wenn du, wir sind noch der größte Chantier in NRW, wir sind nämlich was für eine Spur in Teilweise irgendwo soll schwätzen. Und du sind noch viele Firmen, die du noch, die gehen nicht noch nicht mehr, die verschwanden noch. Und die wissen noch, wie sie machen, weil das zur Mission den Dossier zu kriegen. Also das ist eben das schön, dass durch Europa die Leute können irgendwo hingehen oder dass auch andere Firmen irgendwo können machen. Wir haben teilweise auch die für Abü, weil aber eine geografische Nähe, aber auch eine Sache bringt von Vertrauensbildung. Ne? Ich war auch früher als Inspektor waren auch viele Schulen noch an das und gucken gegangen. Die so noch dasselbe. Wenn sie dann ein großes Schul gebaut haben, an den Dachdecker weil zum dürfen neben rund man den eher an dem sehr Rufstunge rumspielt. Das wird müssen klappen. Also du schwätzt nur etwas lokal, dass wir auch etwas mal nicht nur durch Corona, aber auch durch den New Green Deal, den an Europa wirklich auch gepusht wird. Und da tun ich übrigens auch an dem Bericht, wo immens gepusht, dass wir sollen wirklich die Green Deal, die seht, wir müssen mehr lokal produzieren, wir müssen mehr lokal konsumieren, auch viel mehr darüber raus, nach viel andere Sachen seht, aber auch das ganz lokal mengen auch bitte es auch neue Chancen an Europa es geht ja auch darum, so wir sind am Gang über neue Egemittel zu diskutieren. Da gibt es ja den Carbon-Border-Mechanismus, der das, wenn ihr seht, Sachen, die importiert werden von Drittländern, die raus aus anderen Ländern kommen, wo keine Sozialregeln gelten, wo keine Umweltregeln gelten, wo bei uns hohe Umweltregeln sind, da sind die Produkte so billig, dass da so eine Steuer auf die gesagt wird, für das nicht zu einer deloyaler Konkurrenz kommt. Da sind wir wirklich an Europa dick schaffen, auf dem du ein Dossier für das wir schon, dass man auch als Binnenmarkt schützen für die Länder, die an Europa sind. Und da sind natürlich noch, da könnt auf dem anderen Level die Abühen, die können innerhalb vom Binnenmarkt passieren. Ja. Das Problem ist auch bekannt. Und das, wie gesagt, ich verstehe, da sind du nicht froh drüber. Sprach, dass du den Dossier ich bin noch nicht den Zauberer, den alles mit ich meine, als Politiker muss ich auch informieren. Ich so immer, ich sehe nicht den von 700 den Lodo mehr müssen Druck machen und das Dossier 4 gehen an Examen und wir von Europa wohnen, wo auch die Leute können in hier gehen oder Firma, ist ja alles schön und gut. Aber denken ich doch ein Land wie Lützeburg, wenn man durch nach Finanzen oder ähnlich Entreprisen haben, und wir nicht, wie wir wirklich selber auch können herstellen. Ja, das ist eine große. Wenn wir keine Industrie mehr haben, dann haben wir gar nicht mehr. Handwerk mehr haben. Das ist ein bisschen bedauerlich, wenn man wirklich keine Kompetenz hat. Ich hoffe, dass wir genug Platz haben für die Betriebe, nicht dass wir gesehen von den Betrieben sich niederlassen und dass direkt große Abregung an große kleine Problem für Leute zu fahren. Nee, also ich gebe vollkommen recht, wenn ihr nicht produziert, nicht mehr für Service lief, dann das nicht gut. Dann, du meinst, als du zuletzt einfach vorher gemerkt hast, für diversifizieren, das schwer wird, diversifizieren, dann
ich kusiere nach wissen, aber was zuletzt geschafft. Ich kusiere nach Mainz auf Freides zuletzt, wo ich an die Anna, die ich zu Brüssel. Das ist ja Problem, den kann, dass wenn es zu viel aufhängig ist von engem Wirtschaftssektor, von nicht mehr Service oder Finanzen, das ist auch nicht gut. Ich war ganz froh, wie ich höre, dass die Gier 2 Lehrer Medische hört. Du weißt ja, Egalität ist ein Sujet, den ist ja Kämpfer, ist in Anfang Feministerin, und ich fand das gut, dass man von den Bildern von typischen Männerberufen, typischen Frauenberufen, zu Berufen jeder soll können daran schaffen, und auch Frauen sich stark, tun mal nicht dummer zu dienen. Und ich meine, das ist schwer, aber ich bin aber froh zu hören, dass 2 Damen hier lehren machen. Wow, das fand ich gut, dass das gefördert wird. Und ich hoffe, dass das in Zukunft. Wir können ja just die unholen, die sich melden. Wir können schon nicht am Vorfeld wirklich aktiv fördern. Wir haben schon noch in Deutschland Stage gemacht in Entreprise, wo wesentlich mehr Frauen waren. Das ist ein ganz anderer Umgang. Und heute ist ja auch nicht mehr den Lodé total physisch Kraft braucht für Sachen zu bewegen, gibt bei alles gibt Hilfsmittel auch für direkt zu schonen und so. Wir bringen den enger Vue an den Beruf ran. Ja. Super, ich fand das ganz positiv. Und ob das ein positiver Not macht Angel so dir merci, dass du dir Zeit geholt hast für diesen EU Blind Date an mir so dem Guy Masselter merci für die Invitation und dass man konnten invité sein hier am Atelier an deiner Schreinerei hier zu bieten. Okay. Merci auch. Ist noch merci an schon viel beigelegt haben. Merci.